Im tief verschneiten Hisui geht's für uns weiter bei Pokémon Legend Arceus. Und ja, mir ist in der letzten Folge aufgefallen, dass offenbar hier in den Schneeland war das Gebiet, glaube ich, ja offenbar gar nie regnet. Was, weißes Russland, okay. Was ja offenbar hier nie regnet, was irgendwie auch Sinn macht, nur irgendwie ein bisschen doof ist, wenn ich halt unser Viscargo gerne entwickeln würde. Aber glücklicherweise haben wir hier den Typen gefunden, der irgendwie sagt, er vermisst hier einen Kumpel, mit dem sie eine Basis errichten wollten. Das wäre natürlich praktisch. Da ist er nicht. Wo steckt er nur? Am Fuß des Wasserfalls. Naja. Der Wasserfall ist ja hier. Jetzt haben wir natürlich, hat er irgendwie einen anderen Wasserfall? Also? Ich meine, gibt es hier drüben vielleicht nochmal einen Wasserfall? Da können wir da einiges erklären, wa? Warum uns vielleicht irgendwie verpasst hat oder so. Würde für uns bedeuten, dass wir jetzt halt mal, ja, drüben so der Perl-Clan. Das heißt, wir können eigentlich da auf dem Rückweg hin, wa? Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe, wäre hier auf dem Rückweg dann wäre eine Option, wa? Weil da oben uns ja sowieso noch hin, ein Item geholt. Und können währenddessen mal noch gucken, ob wir irgendwie noch neue Pokémon unterwegs finden, wa? Da muss man noch mal ein bisschen mit den Boxen und so gucken, weil irgendwie... Ja, wir hatten ja da irgendwie die Theorie von wegen mit den Teams, irgendwie so quasi ein Elite-Team mit Elite-Pokémon-Machern, ein Hisui-Team nur mit Hisui-Pokémon und so. Ich glaube schon fast ein bisschen eine Box machen mit Hisui-Pokémon. Es gibt ja halt so verdammt viele. Na, muss mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, hier haben wir ein paar von denen, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und gefangen. Mal gucken. Doch, Schirk ist noch der Schwächste. Genau. Was? Achso. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas geblinkt hätte. Von wegen, hey, ich kann was entwickeln. Wie? Geht gar nicht. Da hinten ist ja noch eine Brücke. Was? Achso, oh, ist Nacht. Oder? Ja, ist Nacht. Aber wir haben erst relativ spät gesehen, dass man da ja hier rechts oben, also nicht hier beim ZL und Z, also noch weiter rechts steht auch die Mondphase. Und hier links steht ja, ganz links im Weißes Frostland steht ja auch das Wetter, das aktuelle. Und da zum Teil in der Vergangenheit auch ein bisschen doof angestellt. So, guck mal da vorne, das sind doch auch Wasserfälle, vielleicht ist er ja da. Aber nicht doof, ich könnte eigentlich direkt übers Wasser gehen, oder? Fünf sogar noch ein paar Pokémon, die nur im Wasser leben. Ist das... Geronimatz? Was macht denn das hier? Das ist ein Flug-Pokémon. Was macht das hier im Wasser? Oh, ein Geronimatz. Krass, also können wir uns eigentlich einen Hisui-Wachagwil machen. Freunde kann das einfach nicht, hey. Ey, im Wasser Pokéball schmeißen ist so scheiße. Das sind Barschuft, die Weißen. Die Hisui-Barschuft quasi, neue Form. Okay. Also, was schon wieder, die können sich hier auch entwickeln. Das sind ja, also, Salmagnus, das Pokémon, was da gerade drauf sitzen. Da gibt es zwei Formen, ja auch ein männliches und ein weibliches. Okay. Auch irgendwie anschleichen ist irgendwie schwierig, wa? Hier kann ich auch noch... Oh, warte mal. Moment. Ist er weg. Mist. Problem, was ich ein bisschen habe, ist hier mit dem Anschleichen mit dieser Rauchkugel. Die ist irgendwie, finde ich persönlich, ein bisschen schwierig zu handhaben. Weil ich müsste das Pokémon schon irgendwie von weitem sehen und die Rauchkugel dann dorthin schmeißen. Weil sonst aber gar keine Chance zu sehen. Versteht ihr, was ich meine?
Weil die Rauchkugel, der Bereich ist jetzt nicht so groß. Oh, ein Apollo. Oh, wo bin ich jetzt abgeblieben? Bei dir irgendwie mit dem Typ Unlicht besiegt. Oder fehlt noch ein bisschen was. Wer von einer Unlichtattacke drauf? Nee. Hä? Keiner? Moment. Ja, schöne Scheiße. Ja, das war jetzt eigentlich nicht so zur Scheiße, wie klein ist war eine Unlichtattacke. Das war natürlich nicht. Toll. Danupto, nein, komm. Sherox, hast du nicht die Verfolgung oder so etwas? So Verfolgung gibt es ja gar nicht in dem Spiel. Nahkampf. Ja, ist das ein Sherox? Einer gar nicht mal so schlecht. Muss ich überlegen, war ein Telefon, keine Ahnung, Patronenhieb vielleicht, weil die Attacke bringt irgendwie sowieso nicht. Dann irgendwie statt Aeroas. Nahkampf statt Aeroas. Ja, zur Genauigkeit. Hm. Aber ich habe ja aktuell gar nicht nötig, ich habe Macho in meinem Team, also was rede ich da? So, Unlicht, wegen Pokédex-Eintrag, kann es vielleicht auch später machen, aber warum soll ich? Also jetzt, kann er so, kann er auf eine neue Unterattacke drauf? Come on. Das kann doch wohl nicht, es ist aber so. Ah, die habe ich schon geguckt. Kommt Nunto, du hast es. Ja, warum überhaupt? Geist, Spukball, Bürde. Du bist auch eine Bürde für mich, Danupto. Phantomparade ist schwächer als Bürde, WTF. Wer ist ein Ableitteam Aeroas? Ja, Stromschuss haben wir auch mal beigebracht. Ja, nur selbst schauen. Dann komm, ich hau ab, tschüss. Alter! Ziel will gelernt sein, wa? Einfach mehr über die Motion Control zielen. Ja, Gief kannst du dir schenken, Alter. Das klappt nicht. So, du musst nochmal. Ja, könnte auch besser funktionieren. Dann nehmen wir natürlich nochmal irgendwie stärker Aeroas. Wieso ist nur... Ist doch eine ganze Attacke drauf, Alter? So, ein Gegner weniger. Level up. So. Wo ich jetzt eigentlich rüber hatte, wollte ich eigentlich darüber. Also Nebulak. Den haben wir schon Level 10, da muss ich gerade momentan nichts machen. Da ist noch was zum Sammeln. Also bin ich hier. Schritt 1, Mann! Was hat's hier wohl einen wackelnden Baum drin? Urmi? Wohl doch kaum. Was doch? Okay. Also wo wir da mal, aber was dasselbe. In dem Fall. Oh, das ist doof gegen das Vieh. In der Konstellation. Ja, da war mal ein anderer Pokémon. Feuerschlag, ja, Flammenwurf. Ja, komm. Nein, oh, verklickt. Eine schöne Scheiße. Jo, tschüss, Machomai. Hat überlebt, krass. Warum hat das Vieh überhaupt so Chinese drauf, ganz ehrlich? Oh, das ist ein Schneebedeck da unten. Schneebedeck.
Eigentlich wollte ich hier noch was anderes gerne machen. Ein Phenon-Tor, das wollte ich zwar jetzt nicht machen, aber egal. Passt. Aua! Ja, natürlich kriegst du jetzt noch einen Frostbrand drauf. Hm. Meine Fresse! So. Attacke gemeistert, sehr schön. Ich muss ganz kurz gucken, ist das hier vielleicht der Fels, wo ich theoretisch noch ein Evoli zu Glaciol entwickeln könnte? Der muss ja theoretisch auch hier irgendwo sein. Ah, ein Griffel, okay. Wobei könnte auch irgendwo da oben sein, wa? Scheibenkleister. Weil, ja, in den Spielen ist ja auch so, wenn man da Evoli bzw. Folipurpa und der Glaciol haben möchte, gibt es ja auch verschiedene Wege. Wie immer verschiedene Wege für einen Stil. Entweder mit einem Entwicklungsstein, also sprich so Blattstein oder Eisstein. Aber es müsste ja eigentlich auch... Es müsste ja eben auch, wie es damals bei der 4. Gen generell so war, über diese Steine vor Ort gehen. Immer einen Moosstein, so einen großen Eisstein oder so, der irgendwo hier sein sollte. Und der müsste theoretisch auch hier geben, wenn man mal sagen lassen. Keine Ahnung, wo genau das sein soll. So. Was ist das jetzt Schönes? Wow. Okay, krass. Nicht ganz so, wie es es irgendwie erwartet hat. Oh, Apollo. Da ist sogar noch ein Traumfugil hier unten. Noch ein Arctip oder so, okay. Nicht hier unten. Ah, hier geht's raus. Nee, nicht ganz, war. Schade. Noch ein Traumfugil. Jetzt haben wir 8, um entdeckt zu werden. Nächsten Tag gefangen. Jetzt ist natürlich schon zu spät. Hä? Was ist das da vorne? Nee. Das sind die Suizora? Ernsthaft jetzt? Oh, fuck, ich glaube, es ist zu weit weg. Moment, darum kümmern wir uns gleich. Erst müssen wir uns mal gucken, dass ich in das Traumfugil catche. Das sind Zorua! Was spricht ein Hisui-Zorua? Ja, schon wieder das Viehs vom... Genau. Hä? Okay. Der Typus ist trotzdem schon hier, obwohl ich es noch gar nicht gefangen habe. Nicht so normal Geist. Okay, gut. Cool. Mit Nahrung gefüttert. Ja, toll, wenn du natürlich normal Geist bist. Was magst du denn? Einmal random raten. Oh, random das Richtige, krass. Ist nun einfach so ein Hisui-Zorua, ich glaub das nicht. Wie krass. Wie geil vor allem. Okay, dann das jetzt auch mal, zumindest einmal geschnappt. Ja gut, dass es natürlich irgendwo hier sein muss, war irgendwie zu erwarten, weil wo sonst soll es sonst sein? Was ist denn das da? Ah, hier ist der Eis. Achso, das heißt, hier können wir theoretisch ein Evoli entwickeln. Also ein Evoli zu Folipurpa, Glaciol entwickeln. Okay, hier ist der. Gut, gut. Gut zu wissen. Aber warte mal, wenn ich schon mal... Muss doch anders kommen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, markiere ich das mal mit was für einem Symbol. Mach mal den hier. So. So, jetzt aber raus hier, zurück zum Wasser, wo ich eigentlich hin wollte. Ein Arctip, ja.
Ah, komm ja hier so hoch. Oh, okay, Schwein gehabt. Puh. Ja, das Rex dieser war, dass hier irgendwie ein Elite-Pokémon ist. So, jetzt bin ich schon wieder hier. Mann! So, aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwo reinfalle. So. Also guck mal einer an. Da war eben ein Barschuh, das wieder verschwunden ist. Also die Wasserpunkte zu fangen ist gar nicht mal so einfach, wa? Sind wir nur ganz langsam unterwegs? Ja, warte mal, da vorne ist noch eins. Jetzt ist die Frage, kann ich es vielleicht zu mir anlocken? Bohnenköder. Wirkt es nicht so, als würde sie ihn unbedingt mögen. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, ob es wirklich ein weibliches und ein männliches dabei war. Egal. Wird schon geklappt haben. Ich kriege das einfach nicht hin. Im Flug schießen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Oh. Gibt es hier etwa auch wilde Kieler? Oh, das ist eine Elite. Warte mal, da gab es doch was. War das Mineralköder? Nee, warte mal, wir hatten da irgendwie... Honig, genau, Honig. Du bist ja ein Film-Pokémon, Kumpel. Kumpeline. War ich jetzt zu weit weg oder was? Doch, keins. Ist was scheiße, jetzt mache ich es anders. Ja, du beherrschst einen Hyperstrahl, ich hab's gemerkt, wie viel muss ich eigentlich noch von ihnen schmeißen?
Hä? Zu lange gewartet, das hätte eigentlich funktionieren müssen, Freunde. Hä? Was machst du da? Was ist gerade passiert? Wieso hat es nicht geklappt? Da hat nichts geklappt. Wieder das mit dem Schwerball. Mit dem Schneeball. Wir haben uns so ein paar Mal abgeworfen. Und es wirkt jetzt näher auch so, als hätte es irgendwann mit dem Lebenball in Kombination funktionieren. Dann will ich den Ball schmeißen. Plupp, ploppt ab. Hä? Das müsste auch bei Elite-Punkten funktionieren eigentlich. Nur einfach zu langsam. Das ist ja eine Variante. Gut, scheiß da. Versuch's nochmal. Was ist das? Hat man schon wieder entdeckt, oder was? Ich mach das wieder ständig. Da sogar ein bisschen arschknapp, Freunde. Ey, diese Elite-Garde war geht mir sowas auf den Sack. Gibt's nicht vielleicht da irgendwo noch ein paar Kirlias? Wäre dann ganz nett. Sag mal, was ist mit dem Vieh los? Wieso ist er so schnell im Fressen? Das geht doch gar nicht. Alter. Gib mir das Teil auf den Sack, ey. Nee, keine Chance. Sobald ich nah genug dran bin, bemerkt er mich. Alter. Ist ja voll nervig, das Vieh. Oh, Junge, Junge. Warte mal. Ich glaube, die noch ein bisschen... Dann machen wir erstmal hier Spezialdinger. Meine Fresse. Noch nie so nerviges Elite-Pokémon gesehen, ganz ehrlich. Junge, Junge, ey. So. Aber Hauptsache gefangen, war. So. Ob es noch irgendwo hier Kirlias gibt, keine Ahnung. Vielleicht muss man als Not noch eins entwickeln. Das spawnt nur ab und zu, könnte doch auch sein. Hä? Wer? Wie? Wo? Was? Ambidifel, da ist nicht nett von dir. Das urteile ich aufs Schärfste. Da ist ein Risikotackle. Mann, Mann, Mann. Alles stimmt mir gar nicht ausgerüstet war, merke ich gerade.
Nahkampf meinte ich gerade. Okay. Dass das funktioniert, wundert mich jetzt doch ein bisschen. Weil war ja Stahl gegen Stahl, also... und so schwach ist jetzt Shirus auch wieder nicht. So. Was mal gucken. Ist jetzt der Typ hier irgendwo? Weil ich sehe ihn noch nicht. Das war eigentlich der Grund, wieso ich jetzt hergekommen bin. Offenbar sieht es eher schlechter aus, was das betrifft. Ja, die Folge ist aber schon noch vorbei. So eine Kacke, hey. Den Sand. Sieht schon mal gut aus soweit. Angriff brauchst du meiner Meinung nach eigentlich nichts. Psyana aus. Ja, Karpe kann man noch ein bisschen was machen bei dir. Doch ein bisschen sparen wäre eine Option. Aber egal. So ein Hieronymatz, das ist gerade die andere Frage. Brauche ich überhaupt noch so ein Vieh, oder? Ja, so viel auch nicht unbedingt. Ah, am Tag 5 Typ Elektro besiegt. Der Dami kann ich aushelfen. Den Stahl-Pokémon. Okay, wollte gerade sagen. So, dann gucken wir noch mal jetzt ganz schnell für den Rest der Folge. Holz war keins. Ob jetzt doch hier irgendwo der Typ noch sein könnte, weil es ist ein anderer Wasserfall, ja, deswegen bin ich eigentlich hier. Ja, was hier die Pokémon betrifft, im Wasser, ich glaube Barschuf gibt es ja nicht so viele. Ach, ich sehe glaube eins. Da hinten, direkt dahinter, ist schon abgehauen. Scheiß Risiko-Tackle immer. Und das, obwohl es ein Stahl-Pokémon ist. Meine Güte, hier Donnerblitz. Also den Pokédex. Bin gespannt, wie man die Viecher überhaupt entwickelt. Ah, ich sehe 2 Barschuf zwar. Na, natürlich. Wenn es abhaut, treffen sie natürlich nicht mehr, ist klar. Leistungssand. Du, du, du. Hm. 3 Barschufts haben wir zwar. Ich hoffe mal, dass es ein männliches und ein weibliches darunter war. Ob ich so Knallmuster von kriege, weiß zwar jetzt auch nicht, aber egal. Gefangen, der Tag vom Typ Elektro besiegt. Ja gut, eigentlich hätten natürlich schon alles, war. Ein bisschen mehr schadet trotzdem nicht. So.
Okay, Freunde. Hier ist er also auch nicht. Da muss ich halt doch wieder ein bisschen mehr ins Landesinnere und da mal nachgucken. Auf alle Fälle haben wir doch mal noch ein bisschen was geschaffen. Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir mal hier entlang. Hier müsste ja das Dorf sein vom Perl-Clan. Und dann, also irgendwo hier wird er wohl sein. Ich meine, ja, es hieß am Fuß des Wasserfalls. Der wird wohl kaum hier drüben sein, oder? Weil es ja auch der Fuß des Wasserfalls oder hier drüben sogar. Na, hier hätte ich ihn vorhin gesehen. Hier eventuell, aber es wäre ja mehr als doof. Wir fangen mit dem Perl-Clan nach, Freunde. In dem Sinne sage ich jetzt mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legends Arceus. Und ich share euch jetzt mal noch den Kampfmove. Statt den Meisen, statt den Eoas. So. Perfekto. Und ja, im Idealfall, sobald wir halt die Station voll gebaut haben, noch glaube ich noch ein bisschen mein Inventar wieder aufstocken, noch ein bisschen was ablegen und so. Noch ein paar Bälle craften, weil vor allem Flügelbälle gehen wieder aus. Und je nachdem wir nochmal ganz kurz ein anderes Gebiet gehen und Viscago entwickeln. Und ich habe mir sagen lassen, dass bevor ich hier den König quasi erlöse, soll ich, wenn es geht, so viele Sidequests wie möglich machen. Wurde mir als Tipp gegeben, keine Ahnung warum. Vielleicht passiert nach ihnen etwas Seltsames und die Quests gehen für eine Weile nicht mehr oder so. Könnte ja auch sein. Naja, wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legends Arceus. Bye bye.